Und genau, hier kriege ich den Schlüssel zum Zerlegungsraum. Hi, Jack. Oh! Scheiße! Ich habe mich dazu entschieden, den Kampf so lang zu machen, dass man noch im dritten Mal sehen könnt. Und ihr seht dann entsprechend das Ende, was funktioniert, wenn ich dann hier wieder meinen Schnitt setze. Also ihr werdet dann am Schnitt erkennen, was der richtige Kampf war. Also, wir sehen uns dann gleich beim richtigen Kampf und ich hoffe, ich mache ihn jetzt endlich mal fertig. Wenn ich euch was verraten darf, das ist jetzt das 9. Mal, wo ich gegen den kämpfe. Und ich habe ein paar Kniffe gelernt, aber die scheinen gut genug gewesen zu sein, sonst wäre man nicht hier. Ja. Also ein paar Kniffe gibt's hier. Und zwar gibt's da hier eine Erste-Hilfe-Medizin. Und ich sollte immer zwischen seine kräftigen Schläge und mich eine gewisse Distanz bringen. Vor allem, wenn er seine Kette sägt, dann hat er überdimensioniert, die eklige. Scheiße. Okay. Hoppala. Und ich habe, ach, die... Und ich habe die starke Chemikalie am Anfang mit dem Kraut verbunden, dass ich ein ziemlich gutes Heilmittel habe. Weil das haben wir später nicht mehr. Okay, jetzt brauche ich die Kettensäge dringendst. Okay, darf ich? Danke, Jack. Okay, wow. Jetzt geht der Part wieder los. Okay. Mist, der hat mich trotzdem erwischt. Boah, Mann. Ist das ein übler Scheiß und Bosskampf, ich sag's euch. Oh, Mann. Nala. Okay, doch hat die Grafik ein bisschen geschlammt. Aber jetzt wissen wir spätestens, woher Texas Chainsaw Massacre als Inspiration kommt. Das hätte man doch noch essen können, Mann. Muss nicht zersägen. Na Allah, habe ich dich wieder so weit. Wow, so weit habe ich ihn auch noch nicht gehabt, dass ich noch alle Leiche säge, aber der Pfeiler weg habe. Boah, Mann. Na, Mist. Heiler, Heiler. Dringend die Suppe drüber gekippt. So. Jetzt gibt's also der Washing. Oder ich krieg was auf der Washing. Jetzt hat man doch noch essen können, Check. Wow, okay. Okay, ich habe kein Heilmittel mehr. Das muss jetzt klappen. Bitte, bitte. Bleib ohne. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ach du liebe Scheiße. Ja, bitte. Ich brauche was auf Schlitzer. Oh Gott. Oh Gott.
Also, ich bin sprachlos. Okay. Jetzt kommen wir hier raus. Wow, es hat endlich geklappt, Leute. Wir haben zwar unser Kettensäge verloren, aber scheiß drauf. Wow. Also. Erstmal Heiler. Wow. Also aller guten Dinge sind 9. Ich habe jetzt 9 Mal gegen das Säckel gekämpft. Und es war ein absolut übler Kampf. Das hat auch wirklich den Spielspaß getrübt, muss ich sagen. Also das war jetzt der erste Negativpunkt, den ich hier gestehen muss. Boah, aber dafür war das Ende. Also wenn es flüssig an einem Stück geht, an der Klipper, der da rauskommt, ist das eklig. Also nee, ohne Scheiß. Wow, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Was ich sagen wollte, genau. Es trübt so ein bisschen der Spielspaß. Aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt gerade mal gucken, ob ich irgendwas verpasst habe hier. Vielleicht der Schlangenschlüssel oder so. Ja, aber trotz allem ein absolut geiler Kampf im Splatter-Stil. Wenn man sich erstmal drauf einlässt und wenn es erstmal so klappt. Also Gore und Splatter kommt hier eindeutig nicht so kurz, Leute. Das muss ich wirklich dazu sagen. Ja, du war der Pur Deputy. Aber da ohne habe ich einen Schießpulver geholt. Weil sonst hätte das mit der... hätte das mit der Chemikalie und mit der Kettensäge nicht gepasst. Ich habe aber ein paar Versuche gehabt, wo ich einfach nicht durchgekommen bin wegen der Kettensäge. Weil ich die Kettensäge nicht habe greifen können. Wegen dem Inventar. Und ja, wow. Hoho. Jetzt sind wir soweit. Munition haben wir noch in der Schrotflinte drin. Ich nehme die jetzt trotzdem mal, weil ich muss ja auch hier raus aus dem Ganzen. Schlangenschlüssel habe ich zwar nicht, aber es kann auch sein, dass noch ein Molder jetzt kommt, der uns attackieren will. Boah, Mann, oh Meter. Das war ein richtig hässlicher Bosskampf, muss ich echt sagen. Das war ein Bosskampf, der den Namen Bosskampf aber auch verdient hat. Boah, okay, jetzt haben wir alles fertig soweit. Wo der Schlangenschlüssel steckt, habe ich keine Ahnung. Und wie man in die Werkstatt kommen, weiß ich leider auch nicht. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Ja. Boah, das waren ein paar Rätsel hier. Auf die Sache mit der 3xA und Travis wäre ich jetzt auch nicht kommen, bin ich ehrlich. Ja. Also der Keller ist schon ein heftiges Level. Das war eben der Moment, den ich gemeint habe. In der 9. Episode war es, glaube ich, oder in der 8. Oh Gott, erst mal speichern. Das war das, was ich gemeint habe. Man kommt da hoch vom Keller und die Alt summt einfach nur Aunt Rhody. Alter. Alter, Alter, Alter. Ist das üble. Ist das üble Scheiße. Was spiele ich denn hier? Alter. Kaum bin ich da, hört so auf zu summen. Hi Oma. Lass du mich durch? Ich will dir echt nix, wirklich nicht. Ich hoffe, bitte attackier mich jetzt auch nicht von hinten oder so. Oh, ich habe immer gedacht, du müsst irgendwas kommen. Summt die wieder? Wir hatten die jetzt wegfahren in der kurzen Zeit. Alter.
Alter! Okay. Jetzt kommen wir endlich hier raus. Oder? Oder? Ich habe ewig schon gedacht, ich müsste die Aare schließen, weil was Übles kommt. Ich bin trotzdem nicht so überzeugt, ob mir... Okay. Wow. Trophäe erhalten, du kommst hier nicht raus. Scheiße. Den Schlangenschlüssel habe ich aber noch nicht. Und die Margaret müsste hier draußen irgendwo sein. Okay, nehmen wir so lange erstmal die Pistole. Bis wir die Lage einschätzen können. Okay. Haupthaus EG, da wird noch nichts angezeigt. Ich gucke mich erstmal hier um, ob wir hier nicht irgendwas Nützliches noch finden könnten. Zum Beispiel ein Kraut. Das finde ich super. Oh. Und Schießpulver. Okay. Ja, das wäre glücklicherweise gestaffelt. Chemikalie wäre ganz cool. Ich vermeide übrigens echt nice zu Sache. Ich mag das wirklich nicht, wenn Leute immer Sachen, oh, das ist nice. Also ganz im Ernst, das sagt man entweder auf Deutsch, es ist nett, oder es ist sonst irgendwas, aber nice. Nee, ich mag das nicht. Das ist meiner Meinung nach in Deutsch-Kombi nicht gut. Also wenn man Deutsch und Englisch so mischt zu dem, das ist total nice oder so. Ah, nee, ich mag das nicht. Wow. Gehen wir mal da in der Trailer rein, ne? Bietet sich gerade an. Dahinter ist noch ein festlich geschmückter Teil. Kommen wir hier rein. Hi. Oh, cool, der Trailer ist ein Safe Room. Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Das ist sogar ein Deluxe Safe Room. Wir haben hier Videokassette. 44er Magnum. Wow. Viel Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung. Wow. Guck mal hier rein. 9 Münze. Ah. Motto hier. Silber. Ja, geil. Wie geil ist denn das gelöst? Dafür braucht man die antike Münze. Dass wir Waffe freischalten können bei bestimmten Deluxe Safe Rooms. Ey, das ist doch eine ultra geile Lösung, wie ich finde. Also ganz ohne Scheiß. Das gefällt mir richtig gut. Oh, das kennen wir aus dem Gästehaus. It's too late for them. Für sie ist es zu spät. Ja, Familie Baker ist wohl schon infiziert, aber wer das geschrieben hat? Keine Ahnung, wissen wir nicht, Leute. Wissen wir einfach noch nicht. Ach Gott, ist das geil mit einer Münze. Ich freue mich gerade tierisch. Ah, wieder ein vernünftiger Kühlschrank. Das ist irgendwie so vorher, nachher. Vorher, als sie noch bei Verstand waren in dem Trailer und seitdem nur noch im Haus auf Kalt und wahnsinnig war. Was ist das? Stabilisierer erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Ah, hätte ich mal... Oh, habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Steroide erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Ach, die hätte ich mal kaufen können. Wow, 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 wow. Das ist ja ultra geil. Ein Telefon ist auch hier. Vielleicht gehört der Zoe. Dann nehmen wir jetzt erstmal mit und schnüffeln dran. Zoe. Ah, noch ein Scheißhaus hier. Oh, du ragt denn auf ein Scheißhaus wie eine Sau, wie ich sehe. Was haben wir da? Defekte Pistole. Okay. Sie ist defekt, aber kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit gemacht werden. Okay. Hey, geil, dann gibt es anscheinend auch Reparatursätze. Das finde ich auch cool. Die nehmen wir jetzt erstmal mit. Und, haben wir noch was? Ah, die verschmutzte Münze. Motto hier. Die nehme ich jetzt einfach mal. Und probiere sie mal hier reinzupacken.
Okay, tatsächlich war unsere verschmutzte Münze nur eine weitere antike Münze. Doof. Doof, doof, doof. Ich hab mal Dodefu aber ehrlich gesagt mehr erwartet. Weil das war ja mordsmäßiges Geraffel, das Zeug zu kriegen, diese verschmutzte Münze. Ich lasse das alles mal unter einem anderen Titel laufen jetzt. Also ich speichere jetzt auf einer anderen Datei, weil ich hier jetzt die Münze sozusagen zerrupft habe. Ich glaube, der Skorpionsschlüssel, der kann fort. Und Schießpulver lassen wir jetzt auch erstmal gut sein. Das reicht jetzt. Okay. Ja, ich mache das jetzt mal unter einem anderen Datensatz. Weil, ganz ohne Witz, wenn die verschmutzte Münze vielleicht später für den verschmutzte Käfig oder so wichtig gewesen wäre, wo dann eine Superwaffe drin steckt, dann mag ich das nicht dafür jetzt verschwendet habe. Aber ich brauche nur noch eher antike Münze, damit ich die Magnum hier krieg. Okay, geile Sache. Geile Sache. Dann machen wir hier weiter. Natürlich. Was gibt's dann, Zoe? Was gibt's Neues, Mädel? You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. Alright, so where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. Alright. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Wow. Das waren jetzt wieder ein paar Infos mehr. Also sowohl die Zoe als auch ihre Familie ist infiziert. Darauf an Speicherstation. Ja, sowohl die Mia als auch die andere Bakers sind infiziert. Aber cool zu wissen, dass die Mia auch infiziert ist. Und es gibt anscheinend ein Heilmittel. Und ja, die Bakers können sich wohl nie mehr heilen. Zumindest der Jack, die Margaret und der Lucas. Für die ist es wohl zu spät. Aber die Zoe könnte noch geheilt werden. Und die Mia, ach natürlich. Das wäre natürlich extrem geil. Was ist das hier für ein Bereich? Zu verwendende Objekte auswählen. Was ist das? Okay. Da kommen wir jetzt wohl erstmal nicht durch. Okay. Schade. Und zum alten Haus geht's am Wasser, haben sie gesagt. Okay. Müssen wir wohl... Können wir da lang? Ist es das? Hier? Oder brauchen wir da auch was zum Aufschließen? Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Aber ich check jetzt nochmal kurz im Haupthaus, ob wir alles haben. Und dann geht's in der nächsten Episode nämlich ab in den Sumpf zum alten Haus. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, nachdem der Jack jetzt auch endgültig tot ist und die Margaret im Sumpf hockt, gucke ich mich hier nochmal um, ob ich alles habe, was ich so derzeit finden kann. Und ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es der Schlangenschlüssel erst im Sumpfhaus geben wird. Ich glaube, wir kommen hier nochmal zurück. Ich hab's irgendwie im Gefühl. Wir müssen nämlich hier dann nochmal ins Kinderzimmer rein. Und auf der anderen Seite ist noch Schlafzimmer der Eltern, Abstellraum, Salon, Vorratskammer. Da brauchen wir den Kryoschlüssel dann. Also es gibt noch genug zu entdecken hier im Haupthaus. So, gehen wir nochmal zu der Oma ins Zimmer. Da haben wir, glaube ich, auch alles geholt, ne? Ansonsten unser Psychopharmaka-Zeug und so haben wir 8 genommen. Die Triche haben wir leider noch nicht genug parat. Wäre halt richtig geil, wenn wir jetzt noch so antike Münze oder so finden könnten. Das wäre für mich jetzt nun mal richtig cool.
Weil dann könnte ich mir jetzt schon die Magnum holen, was ich persönlich extrem geil finde. Nee, da komme ich leider noch mit Dietrich durch. Aber eine antike Münze jetzt noch zu finden, wäre natürlich ultra geil. Deswegen, nachdem ich jetzt gerade so ein bisschen Ruf vor der Bakers habe, mag ich mich da noch so ein klein bisschen umgucken. Damit ich auch wirklich alles sicher habe. Ich bin durch so einer, wenn ich die Level wechsle, auch wenn ich nochmal zurückkehre, weiß ich nie, ob die sich nicht möglicherweise noch verändern, die Levels. Deswegen mag ich im jetzigen Zustand nochmal alles absuchen, was ich so finde. Da war ich auch schon, okay. Da komme ich nicht durch. Und jetzt gucke ich noch einmal ohne kurz. In den Mülleimer und so vielleicht auch nochmal. Da habe ich soweit alles. Da drüber sollte ich vielleicht nochmal gucken. Ob ich ja wirklich alles sicher habe. Weil uns hat ja damals auch durchs Psychotonikum angezeigt, dass da ein paar Gegenstände liegen. Die meiste dürfte ich zwar haben. Aber sicher ist absolut sicher, ihr liebe Leute. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig und ein bisschen ereignislos. Aber das muss halt ach sein. Ne, da ist auch nichts. Okay. Kühlschrank war auch nichts. Da war übrigens auch wieder normal der Kühlschrank, ohne was Ekliges. Jede Menge Bier halt drin, ne? Ja, in den Kräheraum kommen wir auch noch nicht. Oh, da liegt der Maschinengewehr oder was drin, glaube ich. Ja, irgendwas Großes, Dickes oder ein Granatwerfer. Ich weiß es noch nicht, aber irgendwas Dickes liegt drin. Geil. Ja, da gibt es später noch ordentlich was abzusahnen, glaube ich. Okay, da habe ich soweit alles. Da komme ich auch nur noch mit dem Zeichrei. Habe ich auch alles. Da waren die Made drin. Na gut, ich glaube mir hin alles. Oma ist wieder weg. Na gut. Dann speichere ich jetzt nochmal. Und dann, ihr liebe Leute, sehen wir uns in nächste Teil. Und ihr seht gleich, was uns dann erwarten wird bei Resident Evil 7 Biohazard auf Pelzig. Also machen's gut bis du hier. Und wir haben auf jeden Fall unseren Spaß dann. Weil dann kommt die Margaret Baker. Und wir sehen uns, ihr seht jetzt gleich die Vorschau und wir sehen uns in der nächsten Episode. Machen's gut, Eiern Yankee. Ja, dann machen wir uns dann mal auf in den Sumpf. Wow, ich habe jetzt einen Rucksack von, ne? Batsch, da ist er, Brenner. I know, you're right, and I always wanted to tell you. Stay the fuck out! Hotel and a roadie that